Wenn es langsam unübersehbar wird, dass es gleich Weihnachten ist, dann passt es wirklich, sich mit der Maria zu beschäftigen, wie der Peter schon gesagt hat. Die Geschichte von Maria, von der Mutter von Jesus. Wer kennt denn die Geschichte schon? Meldet euch doch einmal. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob alle aufgehebt haben, die meinen, dass sie die Geschichte kennen. Man könnte vielleicht denken, dass Maria eigentlich nicht so gut in die Predigtserie hineinpasst, wo es ja darum geht, um Personen aus der erweiterten Weihnachtsgeschichte, die sonst nicht so im Fokus stehen. Weil Maria kommt ja in fast jedem Krippenspiel vor. Allerdings ist sie dort kaum einmal die Hauptperson. Sie steht in der Regel nicht im Fokus. Und darum passt es eben doch, dass wir uns heute mit der Maria beschäftigen, mit ihrer Geschichte, mit ihr als Person. Sie, die eine Person ist, die wie der Zacharias und Elisabeth, der Simeon und Hannah verwurzelt war in diesem jüdischen Glauben und darum gewartet hat auf den Messias, auf den Gesalbten. Sie hat gelebt wie viele andere Menschen in ihrer Zeit mit einer tiefen Hoffnung und Erwartung, dass der Messias, der Retter, kommt. Jesus, der geborene Retter. Darum heisst ja die Serie auch so. Darum lade ich euch ein, euch mit einem frischen Blick auf die Maria einzulassen. Und wir wollen einsteigen mit einem Ausschnitt aus dieser Videoserie, die wir schon bei den letzten beiden Predigten gesehen haben. Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Eine verrückte Geschichte. Die Schilderung knüpft an bei der Geschichte von der Elisabeth und von Zacharias. Ihr mögt euch vielleicht erinnern, vor 3 Wochen sind sie das Thema in der Predigt. Das ältere, kinderlose Ehepaar, wo am Zacharias diesen Engel erschienen ist und ihm zugesagt hat, dass seine Frau, die Elisabeth, doch noch schwanger werden und einen Sohn bekommen. Was dann später auch passiert ist. Aber wir setzen jetzt dort ein, wo die Elisabeth eben schwanger ist. Die Maria heisst, sie ist verwandt mit der Elisabeth, aber sie ist um einiges jünger. Sie ist noch nicht verheiratet, sie ist verlobt und das bedeutet, dass sie ein Teenager war. Ihr ist also ein Engel erschienen und hat ihr angekündigt, dass sie schwanger werden und Gottes Sohn auf die Welt bringen. Jesus, der Retter. Ganz verrückt. Und wie, um der Maria helfen, dass sie das glauben kann,
fügt der Engel noch eine Prophetie an, die überprüfbar ist. Und er sagt ihr, hey, die Elisabeth, deine Verwandte, sie ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter noch einen Sohn zur Welt bringen. Es heisst dann, dass nach dieser Begegnung mit dem Engel die Maria sich auf den Weg gemacht hat zu Elisabeth. Und ich für mich habe mir gedacht, vielleicht hat sie sich ja auf den Weg gemacht, um zu schauen, ob denn das wirklich stimmt. Ob das wirklich stimmt, dass die Elisabeth tatsächlich schwanger ist, wie es der Engel gesagt hat. Und wir lesen dann die bekannte Begegnung, wo die Maria zu der Elisabeth kommt. Und es heisst dann, dass das Kind im Bauch von der Elisabeth sich heftig bewegt hat und der Heilige Geist ist über die Elisabeth gekommen und hat ihr offenbart, dass die Maria auch schwanger ist und dass sie schwanger ist mit dem Messias, mit Jesus, mit dem Retter. Die Elisabeth ist dann so bewegt, oder der Heilige Geist bewegt sie dazu, das auch gerade auszusprechen gegenüber der Maria. Sie nimmt das nicht einfach für sie, sondern sie gibt das weiter, sie spricht es aus. Und ich finde, ja, wenn ich mir das so vorstelle, die Begegnung, dieser Moment, wahnsinnig, unglaublich, in verschiedenster Hinsicht, was dort passiert. Und ich glaube, für die Maria sind die Worte von der Elisabeth eine unglaubliche, klare Bestätigung, dass sie die Begegnung mit dem Engel nicht geträumt hat, sondern dass es wahr ist. Sie sieht es ja mit eigenen Augen. Sie sieht Elisabeth, die doch unfruchtbar war und die jetzt schon so alt ist, dass sie ohnehin eigentlich nicht mehr schwanger werden konnte. Und die ist ganz offensichtlich schwanger. Und dann weiss die Elisabeth auch noch, dass sie, die Maria, auch schwanger ist, obwohl man sie ihr doch gar noch nicht ansieht. Und sie spricht auch noch das Unglaubliche aus, dass es Gottes Sohn ist, der hier in ihr heranwächst. Ich finde, was da alles zusammenkommt, finde ich unfassbar. Und auch, wie klar die Bestätigung ist, wo Gott der Maria da gibt, dass sie das eben nicht einfach nur geträumt hat. Und Elisabeth ermutigt dann am Schluss die Maria auch noch und sagt, was der Herr dir angekündigt hat, das wird geschehen. Und so ist es für mich kein Wunder, dass dann die Maria tief bewegt ist und Gott lobt mit dem Wort: Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt, und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Die Maria jubelt da von ganzem Herzen über Gott, wo ihr klar wird, dass es wirklich Gott ist, der zu ihr geredet hat, wo ihr begegnet ist. Sie sagt, Gott hat mir Beachtung geschenkt, obwohl ich doch so gering und unbedeutend bin. Und in anderen Übersetzungen heisst es, Gott hat mich angesehen. Und das von Gott angesehen, das klingt ja vielleicht ein bisschen paradox, weil Gott ist ja allgegenwärtig, er ist überall, er sieht uns immer. Aber Gott hat Maria nicht nur gesehen, er hat sie angeschaut. Er hat ihr Beachtung geschenkt. Das ist noch viel mehr. Gott hat sich ihr zugewendet, ganz bewusst. Gerade ihr ist mir versucht zu sagen, sie, die doch, wie sie selber sagt, so bedeutend und gering ist, unbedeutend und gering ist. Dass sich Gott dem König David zuwendet, das ist ja irgendwie noch verständlich. Der als König, da braucht er das. Aber so eine junge, unbedeutende Frau. Und ich glaube, gerade das bringt Maria noch zusätzlich so zum Staunen und Loben. Ist es dir auch schon so gegangen, dass du plötzlich die Gewissheit gehabt hast, dass Gott dich anschaut, genau dich, gerade jetzt, dass er dich beachtet und dass du ihm nicht egal bist? Bei mir passiert das immer mal wieder. Und als ich es mir so überlegt habe, habe ich gemerkt, oft sind es eigentlich keine besonderen Momente, nicht besonders bedeutsam, sondern einfach so im Alltag. Und da ist kürzlich so eine Erfahrung gewesen, wo mir das wieder so passiert ist. Da sind der Peter, mein Mann und ich, wir sind am Samstag unterwegs gewesen. So oben heimgekommen, haben nicht mehr so bewusst aufs Handy geschaut und durch eine Nachricht
übersehen, wo eine Person, die uns sehr wichtig ist, gefragt hat, ob sie am Sonntag mit uns in den Gottesdienst kommen könnte. Wir haben das also erst am Sonntagmorgen gesehen, die Nachricht. Und haben dann noch zurückgeschrieben, aber sie ist nicht gelesen worden. Dann haben wir abgewogen, ab wann wir anrufen dürfen. Haben angerufen, Combox. Haben wir ein bisschen gewartet. Dann haben wir nochmal angerufen, wieder nur Combox. Dumm gelaufen. Schade, dass wir diese Nachricht übersehen haben. Wir mussten uns dann halt gleich parat machen. Ich war so am Küchenaufräumen und habe dann so fast nebenbei noch zu Gott gesagt, hey Vater im Himmel, es wäre einfach so genial, wenn die Person jetzt sich doch noch melden würde, dass es doch noch reicht, um mit ihr abzumachen. Es wäre mir und Peter einfach wichtig. Und wirklich in dem Moment, wo ich fertig so geredet habe, ich habe das laut ausgesprochen, so für mich, hat wirklich das Handy geläutet. Und dieser Moment, das war für mich ganz besonders. Es hat mich einfach mega gefreut. Es hat mich gefreut, dass die Person jetzt sich noch meldet, dass wir zusammen in den Gottesdienst gehen können. Aber es war für mich auch einfach so ein Händedruck von Gott gewesen, dass er mich eben sieht, dass er in meine kleine Welt hineinkommt. Es ist überhaupt nicht weltbewegendes, lebensnotwendiges gewesen. Die Person kennt auch Jesus schon, also das ist gar nicht der Punkt gewesen. Aber Peter und mir ist es in diesem Moment einfach so wichtig gewesen. Und das ist für mich so ein Ausdruck von Gottes Liebe zu mir, zu uns Menschen. Und dass er es einfach gut meint mit uns. Maria betont, dass sie eine einfache Frau ist. Sie nennt sich Dienerin, gering und unbedeutend. Und es kommt zum Ausdruck, dass sie nie damit gerechnet hat, dass Gott ihr begegnet, geschweige denn, dass sie etwas mit dem Kommen vom Messias zu tun haben. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann fällt auf, dass es immer wieder so Begegnungen gibt von so einfachen, unbedeutenden Menschen mit Jesus. Menschen, die von der Gesellschaft an den Rand gedrängt sind, die ausgeschlossen sind, aber wo Jesus beachtet, wo Jesus zeigt, dass er sie nicht übersieht, dass er sie nicht vergessen hat. Da ist zum Beispiel die Sünderin mit dem Salböl, die mit dem Salböl Jesus die Füße salbt, wo es heisst, sie haben einen unmoralischen Lebenswandel. Aber Jesus stellt sie als Vorbild an. Nicht für ihren Lebenswandel, aber für wie sie mit ihm umgeht. Oder Jesus vergleicht den heuchlerischen Pharisäer mit einem ehrlichen Zolleinnehmer und lobt den Zolleinnehmer, der doch sonst in der Gesellschaft nicht viel gegolten hat. Oder dann gibt es eine Begegnung mit einem Blinden, wo Jesus Beachtung schenkt, obwohl alle um ihn herum sagen, hey, pst, sei ruhig von dir, man hat niemand etwas hören. Oder in einem Gleichnis stellt Jesus die bittende Witwe als Vorbild hin, weil sie sich nicht entmutigen zu Gott zu beten. Und Witwen sind damals in der Gesellschaft so ziemlich weit unten in der Rangordnung. Jesus betont das immer wieder, dass bei ihm anders zählt. Und kurz bevor Jesus verraten worden ist, hat es unter seinen Jüngern einen Streit gegeben. Sie haben sich darum gestritten, wer jetzt von ihnen der Wichtigste sei. Und Jesus sagt da zu ihnen: In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt und sich bedienen lässt oder wer bedient? Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Es ist im letzten Teil fast ein bisschen widersprüchlich, weil Jesus sagt, ja, der sich bedienen kann, der ist bedeutender. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Dabei war ja Jesus ganz offensichtlich bedeutend gewesen. Ich verstand das so, dass aus menschlicher Sicht wir ganz automatisch einordnen nach bedeutend und weniger bedeutend. Der es sich leisten kann, am Tisch sitzen und sich bedienen zu lassen, der ist bedeutender als der bedienen muss. Aber Jesus stellt hier klar, dass das bei ihm nicht relevant ist. Man kann bedeutender sein oder weniger bedeutend. Entscheidend ist, dass man sich Gott zur Verfügung stellt, wie es eben Maria gemacht hat. Jesus zeigt hier, dass es in Gottes Reich eben anders funktioniert, nach anderen Prinzipien.
Und man kann sogar noch weiter zurückgehen. Das ist nicht nur seit Jesus so, sondern das zieht sich durch die ganze Geschichte von Gott mit den Menschen. Gott sucht sich Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Das sehen wir bei einem Abraham, das sehen wir bei einem Noah, bei einem Jakob, bei einem Mose, bei einem David. Das sind alles jetzt Männer gewesen, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und selbst, wo Gott auf der Wüstenwanderung die Israeliten zu seinem Volk erklärt, betont er: Ihr seid ein heiliges Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker, denn ihr seid ja das kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Da ist es wieder. Der Gott, der sich aus Liebe den Menschen zuwendet. Das ist, denke ich, genau das, was Maria erlebt hat und was sie so zum Loben gebracht hat. Und jetzt, in dieser Weihnachtszeit, liegt es auf der Hand, auch das zu sehen, wie in Jesus die Liebe so greifbar geworden ist. Aus Liebe ist Gott Mensch geworden. Jesus ist als Mensch in die Welt hineingekommen und hat alles erlebt, was wir Menschen auch erleben. Hunger, Durst, Hitze, Kälte, seelischer Schmerz, der abgelehnt worden ist, körperliche Schmerzen bis zum Tod am Kreuz. Auch hier gilt eben das. Er ist für alle Menschen gekommen, ungeachtet von ihrer Herkunft, von ihrer Lebensgeschichte, ob sie bedeutend sind oder unbedeutend. Er ist der geborene Retter. Aber der Gott, der geht noch weiter. Er ist nicht einfach für uns da, indem er uns hilft, indem er uns rettet. Das allein ist grossartig, keine Frage. Aber er geht noch weiter. Er will uns brauchen, um sein Reich zu bauen. Und auch für das will er alle Menschen brauchen. Ungeachtet von ihrer Herkunft, von ihrer Lebensgeschichte. Alle Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Und auch das zieht sich durch die ganze Geschichte von Gott mit den Menschen durch. Und das ist auch so etwas, wo ich einfach immer wieder staune darüber. Weil eigentlich bräuchte uns Gott nicht. Er könnte sein Reich selber bauen. Er könnte sicher noch viel besser als wir. Aber er hat sich dazu entschieden, dass er uns brauchen will. An dem Ort, wo wir sind, so wie wir sind, wird er uns brauchen, dass wir an seinem Reich mitbauen. Und dass ich heute jetzt hier stand, hat interessanterweise viel mit dem Predigtthema zu tun. Was Zufall ist oder vielleicht auch nicht. Weil, ja, ich habe zwar Theologie studiert, ich habe auch früher hin und wieder eine Predigt gehabt, aber mein Leben so ist eigentlich ausgefüllt gewesen. Vielleicht auch gemütlich, bequem. Ich habe es eigentlich nicht gesucht. Und ich hätte es nicht unbedingt jetzt gebraucht, eine Predigt vorzubereiten und die mega Anspannung sie dann auch zu halten. Aber im Frühling hat Gott irgendwie bei mir so angeklopft. Das Thema ist immer wieder so aufgeploppt in meinen Gedanken, so dass ich es irgendwann nicht mehr ignorieren konnte. Wir mussten damit auseinandersetzen. Ja, wie steht es mit dem? Ich habe das früher noch mal gelernt. Wäre ich bereit, wieder mal zu predigen? Und ich habe das bewegt und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich Gott gesagt habe, okay, ja, ich habe mich schon früher noch dafür entschieden und seither immer wieder, dass ich mich dir zur Verfügung stelle. Und ja, okay, das gilt auch fürs Predigen. Wenn ich angefragt werde, dann sage ich ja. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt richtig versteht. Es geht mir hier überhaupt nicht ums Predigen. Wirklich nicht. Und wenn ich ehrlich bin, dann kostet es mir manchmal gleich viel, eine Person anzusprechen, wo ich den Eindruck habe, ja, Gott will jetzt, dass ich deren etwas sage, etwas weitergebe, wie eben eine Predigt vorzubereiten und da vorne stehen. Das Entscheidende ist, ob ich dazu bereit bin, das zu machen. Gott will mich und dich brauchen in dieser Weihnachtszeit, gerade jetzt. Das kann spontan einfach in der Situation sein, wie es sich gerade ergibt. Wo du vielleicht merkst, dass es in dieser Situation, wo du bist, gerade in diesem Gespräch ein bisschen mehr Zeit braucht,
noch nicht gerade weiterzugehen, sondern einfach zuzuhören. Es kann sein, einer Person ein Gebet anzubieten. Es kann auch sein, Frieden zu stiften, nicht wo es gerade ein bisschen knistert. Ich möchte dich aber auch ermutigen, Gott zu fragen, zu wem Gott dich jetzt vielleicht gerade schicken will. Vielleicht mit einer Einladung zum Weihnachtsmusical oder zum Weihnachtsgottesdienst, vielleicht zu deiner eigenen Weihnachtsfeier, vielleicht auch mit etwas ganz anderem. Vielleicht ist es aber auch viel mehr dein Ding, einfach etwas zu verschenken, Weihnachtsgutzli oder was es dann auch sonst ist. So, einfach jemandem eine Freude zu machen. Gott kennt dich. Er will dich so brauchen, wie du bist. Höchstwahrscheinlich wird er dir nicht einen Auftrag geben, etwas zu machen, wo dir total gegen den Strich geht, wo dir überhaupt nicht entspricht. Aber es kann sein, dass Gott dich herausfordert, einen Schritt zu machen aus der Komfortzone heraus. Einen Schritt zu machen, der die Überwindung braucht. Gott lässt uns in dem die Wahl. Wir können Ja sagen oder Nein. Ich glaube, für mich ist das eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffen muss, immer wieder. Die Maria, sie hat sich dafür entschieden, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Das war die Voraussetzung dafür, dass sie Gott so wunderbar erlebt hat, so nah, so eindrücklich. Wenn ich Nein sage, dann erlebe ich Gott in dieser Situation nicht so. Aber genialerweise gibt mir Gott ja immer wieder eine neue Chance. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle und auf sie reden los, dann gehe ich ein Risiko ein. Das ist so. Es hätte ja können sein, dass Maria die Begegnung mit dem Engel nur geträumt hat. Es könnte ja sein, dass ich den Impuls, den ich meine, dass er ist von Gott, dass das nur aus meinen eigenen Gedanken kommt, dass ich mich dort getäuscht habe. Aber was kann denn schon passieren? Ich habe in aller Regel ist ja dann nichts verloren. Wenn ich auf eine Person zugehe und ihr etwas Gutes sage, sie ermutige, und das ist nicht von Gott, sondern halt nur von mir, dann ist ja das nicht weiter schlimm. Wenn aber der Gedanke von Gott gekommen ist und ich mich ihm zur Verfügung stelle, dann kann ich die Chance nutzen und packen, an seinem Reich mitzubauen, an dem Ort, wo ich stand, dort, wo ich gerade bin. Und das ist genial. Denn Gott sieht mich und will mich brauchen. Gott sieht dich und will dich brauchen, dort, wo du bist und so, wie du bist. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich staune immer wieder darüber, ja, wie mächtig und gross du bist. Der Herrscher von dieser Welt, der Schöpfer von allem und gleichzeitig so nah. So nah, dass du mir, dass du jedem einzelnen Menschen Beachtung schenkst. Unvorstellbar, es sprengt mein Vorstellungsvermögen. Aber du machst das und du kennst jedes von uns. Und Vater im Himmel, du kennst auch die unter uns, die vielleicht das Gefühl haben, hey, ich weiss nicht, vielleicht hat er mich doch irgendwie vergessen. Ich spüre das irgendwie gar nicht, ich erlebe das gar nicht so. Und Vater im Himmel, da bitte ich dich, dass du so Begegnungen schenkst, gerade in dieser Weihnachtszeit. Dass du Begegnungen schenkst mit dir, dass du redest, dass du beauftragst, dass du uns zeigst, wo du uns brauchen willst. Ich danke dir für die Ehre, für die Würde, die du uns da drin gibst, dass du uns brauchen willst, so wie wir sind. Du kennst uns ja. Du kennst mein Herz und weißt, wie oft dass ich die Chance ausgelassen habe, wo du mir etwas gezeigt hast. Aber danke, dass du nicht aufgibst, dass du immer wieder neu redest. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns in Beziehung stehen und der uns brauchen will. Amen.
Vielleicht hast du noch nicht so eine persönliche Beziehung zu Gott, noch nicht so einen direkten Kontakt. Oder eben vielleicht hast du auch das Gefühl, Gott hätte dich vergessen. Ja, ich bin überzeugt, dass Gott jedes von uns sieht. Dass er jedem Beachtung schenkt. Da ist keins zu jung oder zu alt, zu bedeutend oder zu unbedeutend. Und wenn du das erste Mal oder einfach so wieder neu willst, in Kontakt treten, dann kannst du einfach mit Gott reden, du kannst zu ihm beten. Und wenn du möchtest, dann helfen wir dir sehr gerne dabei. Wenn du im Livestream dabei bist, dann kannst du auf den Button klicken, lass für dich beten, und dann wird jemand mit dir Kontakt aufnehmen. Hier in der Parkarena haben wir auf dieser Seite unser Gebetsteam, das es liebt, mit euch zu beten. Auch wenn es sonst ein Anliegen ist, etwas Körperliches, ein Segen, das du dir wünschst, dann bitte sei so frei und geh zum Gebetsteam über. Ja, und so lasst uns jetzt einsteigen in den zweiten Teil vom Gottesdienst. Und ich wünsche uns, dass wir die Zeit nutzen, um wie Maria mit einem offenen Herz, mit offenen Ohren von Gott zu kommen, auf ihn hören und ihn loben.